Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem neuen Video. Heute Battlefield 3 und heute geht es darum, um GameStop und ihre, ja, wirklich schlaue Idee, mit dem Spiele eintauschen und ein neues Spiel für 10 Euro mitnehmen. Die Idee ist echt gut von denen, muss ich sagen. Sehr schön finanziell gedacht und vielleicht denkt ihr euch, ja, ich bekomme hier ein Spiel für 10 Euro, das ist doch super, da kann doch gar nichts falsch dran sein. Ja, für euch ist es gut, muss ich sagen. Es ist jetzt so bei GameStop, ihr geht dahin und wollt zum Beispiel BioShock Infinity vorbestellen. Dann zahlt ihr 60 Euro. Ihr habt jetzt das Spiel BioShock 3 vorbestellt. Wunderbar, das ist Fall 1. Oder ihr geht hin, nehmt 2 Spiele mit. Und dann sagt ihr denen, ja, ich würde die gern eintauschen. Das stand auf eurer Liste drauf. Es gibt eine Eintauschliste von GameStop, die, ja, auf der einfach draufsteht, welche Spiele auf welcher Konsole eingetauscht werden können. Wenn man 2 Spiele eintauscht, erhält man für 10 Euro ein neues Spiel. Ein neues Spiel wie zum Beispiel, ja, das neue Metal Gear Rising. Entschuldigung. Das war jetzt, weil ich Wasser getrunken habe. Das neue Metal Gear Rising oder zum Beispiel das neue Crysis 3 und so weiter. Also einfach neue Spiele für alte Spiele und 10 Euro. Das ist jetzt eigentlich für einen nicht schlecht. Für mich zum Beispiel, ich habe jetzt hier rumstehen MW3 auf der PS3. Ich zocke dieses Spiel nicht. Ich habe es vielleicht eine halbe Stunde gespielt. Das war alles. Weil ich es scheiße finde. Auf PS3 auf jeden Fall. Und war ein Fehlkauf, gebe ich zu. Ich spiele es nicht mehr. Ich werde es auch nicht mehr spielen. Also, warum verkaufe ich denn dieses Spiel nicht? Oder ich gebe einfach dieses eine Spiel her und dann gebe ich noch her, ja, was haben wir da noch stehen? Ja, zum Beispiel Godfather 2. Also der Part 2, der Godfather 2. Könnte man auch noch eintauschen und ich bekomme dann gegen diese beiden Spiele und 10 Euro BioShock 3 für eben 10 Euro. Was für mich super geil ist, weil ich musste nur 10 Euro zahlen und habe mir einiges an Geld gespart, das ich sonst hätte zahlen müssen. Und GameStop bekommt eben ihre, ja, 60 Euro. Mindestens. Sie bekommt erstmal ihre 10 Euro. GameStop bekommt erstmal die 10 Euro für das Spiel vorbestellen. Dann bräuchten sie rein mathematisch noch 50 Euro durch die beiden Spiele, die ich ihnen dagelassen habe. So, jetzt gehen wir doch von der Annahme aus, dass sie MW3 verkaufen für 40 Euro oder für 35 und dass sie The Godfather 2 für 35 oder für 20 allein verkaufen. Ups, Entschuldigung. Dann hätten wir bei MW3 35 plus Godfather 2 35 sozusagen, nochmal 65. Dann bekommt also GameStop 65 Euro von mir eigentlich, plus die 10 Euro. Ich weiß nicht, ob es jedem klar war, deswegen könnte es sein, dass das Video ein bisschen überflüssig ist, aber vielleicht wissen es einige halt wirklich nicht, dass man eigentlich, dass so die Läden, also beziehungsweise hier in dem Beispiel GameStop, mehr Geld bekommt für ein Spiel, das weniger wert ist. Die kaufen ein Spiel und wollen für das Spiel 60 Euro haben. Ich gehe hin, gebe ihnen 60 Euro. Wunderbar. Die machen Gewinn von, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Euro vielleicht. Ja, das freut sie. Oder ich gehe hin, gebe ihnen meine 2 Spiele und die machen den Gewinn von, also erstmal meine 10 Euro bekommen die, dann bekommen die nochmal 65, ja eben von den Spielen. Ja, und dann sind die doch super drauf, hey. Jetzt haben die 75 Euro, also nochmal 15 Euro mehr. Und sowas finde ich schon eine geile Sache. Also das ist echt ein guter, ja, was heißt Trick? Es ist einfach gut. Also ich finde das wirklich gut. Schreibt mir doch bitte eure Meinung in die Kommentare zu dem Thema, wie ihr das findet, ob jetzt man das Geld ausbezahlt bekommen sollte, was aber eh nicht geht, weil ich kann für MW3 auf der PS3 nie im Leben 60 Euro verlangen, obwohl ich es für das Geld gekauft habe und obwohl es immer noch für 60 Euro zu kaufen ist. Also der Kunde hat eigentlich, wenn er ein Spiel kauft, wo scheiße ist, schon verloren.
Er kann es nicht zurückgeben im Laden und sagen, ich hab's gespielt, find's aber scheiße. Es geht, ja, es geht, aber es ist seltener, muss ich sagen. Es geht wirklich. Geh weg, du Lüfter. Und dann bekommt er halt einen Gutschein für ein anderes Spiel meistens oder so. So ist es halt, ja. Aber dass halt man wirklich jetzt hergeht und sagt, ich bekomme für das Spiel noch 45 Euro, dann gibt GameStop mir eben noch ein bisschen Geld zurück. Ja, das wäre gescheit blöd. Also das wäre wirklich blöd. Und so ist es auch nicht. Und wenn wir ehrlich sind, jeder will bloß Geld. Und durch so eine Methode, muss ich sagen, es ist eine gute Methode. Man kann Spiele losbringen, die nicht viel Geld, ja, bringen würden. Finde ich auf jeden Fall ja, sehr akzeptabel sowas. Und ich habe auch schon Spiele verkauft bei einem, ja, Spielehändler. Der ist zwar unbekannt, der heißt Virtual Worlds. Super Typ, also so ein netter Typ, hey, Schwandorf. Verkauft er in Schwandorf. Das war keine Werbung. Ich sponsere ihn auch. Ich werde auch nicht gesponsert. Ich werde. Bloß einfach so, weil der echt nett ist und so. Und alles Mögliche. Oh ja, oh ja, oh ja. Und ja, ne? Also einfach mal so überlegen. Die machen das halt nicht, weil sie irgendwie nett sind oder so. Die machen das halt, weil sie Geld wollen. Jeder will Geld. Es gibt auch noch andere Umtauschmöglichkeiten. Aber darauf gehe ich ein anderes Mal ein. Fuck. Ach was. Bist du cool oder was? Du Wichser. Ja? Meine Fresse. Ich wäre schon weggegangen. Haha. Meine Fresse, hey. Hat das der nicht eilig? Just wait. Ja. Meine Fresse. Also, bevor ich mir noch weiter aufrege über böse Menschen, ja, die mich erschießen wollten, ich hab mich bloß gewehrt. Ja, war scheiße von mir, ich weiß schon, aber ist mir egal. Und habt ihr schon mal sowas gemacht? Habt ihr schon mal bei GameStop Spiele eingetauscht und dafür ein anderes billiger erhalten? Oder generell Spiele eingetauscht und dafür was billiger erhalten? Schreibt's doch bitte in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt so schön. Und ja, mit dem Kill sage ich mal tschüss, bis dann. Tschüss.